Moin, liebe Leute, da sind wir wieder mit der 6. Folge von Platt to go um so's Little Plattschol. Wo ist das Schild? Das ist vielleicht ganz süß, oder? Ja. So, wo ist das Schild hier? Wir hatten ja jetzt 2 Folgen, wo wir Gäste hatten und ganz viel platt geschnackt haben. Ganz lange Folgen. Und darum machen wir heute mal wieder so eine einfache Folge, bisschen Grammatik zum Entspannen. Ne? So sprachliche Wellness, zurücklehnen, kurz und knackig. Und darum heute mal wieder Sprache. Vielleicht erinnert ihr euch in Folge 4, als Carina Dawat da war, da hat sie ja gefragt nach dem Unterschied zwischen died und dote. Das haben wir dann erklärt, könnt ihr nochmal reingucken. Und das war ja schon so ein bisschen eine Frage für Eingeweichte. Und darum gucken wir jetzt nochmal genauer rein für die, die so ein bisschen frischer ins Plattdeutsche reinriechen. Hä? Worum geht's da eigentlich? Was war das mit died und dote? Das Verb tun heißt auf Plattdeutsch doen. Wir kennen doch alle die Personalform, nicht ich, du, hey, sei, dat, auf Deutsch ich, du, er, sie, es. Und im Plural wie, he, sei, auf Hochdeutsch wir, ihr, sie. Soweit alles klar. So, wie wird dieses Verb denn jetzt gebeugt? Im Singular, ich, do, du deist, hey, sei, dat, deit. Wie dote, he, dote, sei, dote. Im Plural sehen wir, alle 3 Formen sind gleich. Im Plattdeutschen haben wir ein Einheitsplural. Also nicht wir tun, ihr tut, sie tun, sondern wie dote, he, dote, sei, dote. 3-mal gleich, 3-mal dote. Dote ist Plural. Im Singular haben wir du deist, hey, deit. Ja, da verändert sich der Vokal im Singular. Deit ist also dritte Singular, er, sie, es tut. Und dote ist Plural. Wir tun, ihr tun oder sie tun. Aber in jedem Fall, Plural ist dote, deit ist Singular. Also das Thema war ja Konjugation. Also die Beugung von Verben, wie die sich verändern. Ihr kennt das aus allen anderen Sprachen. Wir haben die verschiedenen Personen. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Nicht? Und daran gibt es dann die Verbformen, also zum Beispiel von sagen, ich sage, du sagst, er, sie, es sagt, wir sagen, ihr sagt, sie sagen. Nicht? Oder ich tue, du tust, er, sie, es tut, wir tun, ihr tut, sie tun. Das ist das Thema. Und im Plattdeutschen sieht das so aus. Nehmen wir da einfach mal das Verb säng, sägen, zu Hochdeutsch sagen. Ja, das besteht aus einem Stamm und einer Grundendung. Die Grundendung in, die ist bei den meisten Verben gleich. Sägen, moken, lopen und so weiter. Der Stamm ist sech, mok oder lob. Diesen Stamm nehmen wir jetzt und da hängen wir, wie im Hochdeutschen auch, unsere Personalendungen dran. Das sieht dann so aus. Ich sech, du sechst, hey, sei, dat, secht, wie secht, je secht, sei secht. Wir erinnern uns, Einheitsplural. Das ist jetzt ein regelmäßiges Verb. Das heißt, der Stamm, bei sägen ist das zum Beispiel säck oder sech, sagen wir, der bleibt immer gleich. Bei unregelmäßigen Verben, oder wir sagen auch starken Verben, da verändert sich dieser Stamm, und zwar stark, nicht nur schwach. Das Verb verändert sich stark. Also zum Beispiel bei doen. Ich do, du deist, hey, sie, dat, deit, von do zu die, und dann wieder wie dote, he dote, say dote. Veränderung von o zu I, ziemlich stark, ziemlich unregelmäßig, ne? Durch diesen niederdeutschen Einheitsplural auf T, also wie dote, je dote, say dote, anstelle von wir tun, ihr tut, sie tun im Hochdeutschen, besteht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Formen der dritten Singular, hey, say, dat, deit, und den Pluralformen, wie he, say, dote, weil die ja im Plattdeutschen alle auf T enden. Wir haben hier also falsche Freunde oder falsche Fründen, könnte man auf Plattdeutsch sagen. Und davon gibt es noch so einige, die man immer gerne mal verwechselt. Zum Beispiel klingt so ähnlich gone, gehen. Hey, say, dat, guide, wie he, say, God. Im Plural ist es der Stamm wie im Infinitiv, nur im Singular passiert diese starke Vokalveränderung zu I. Gleiches Prinzip aber auch bei come, kommen. Hey, say, dat, kümmt, wie he, say, kommt. Bemöten, begegnen. Hey, say, dat, bemött, wie he, say, bemöht. Dropen, treffen. Hey, say, dat, dröpt, wie he, say, drobt. Sein, sehen. Hey, say, dat, süt, wie he, say, seid. Und die gemeinste Form, weil man die gar nicht an der Schreibweise erkennen kann, weten, wissen. Hey, say, dat, weet, wie he, say, weht. Aber ihr seht, das Prinzip ist eigentlich komplett logisch und es ist auch gar nichts originär Plattdeutsches, denn wir kennen das auch im Hochdeutschen. Ich sehe, du siehst, er sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen. Siehst und sieht
sind zweite und dritte Singular, in den anderen Formen bleibt der Stamm gleich, auch im Hochdeutschen. Ursache für diese Verwechslung ist der plattdeutsche Einheitsplural auf T. Viele Norddeutsche, die noch nicht so plattdeutsch erfahren sind, kennen aber dieses grammatische Phänomen trotzdem schon. Und vielleicht kennt ihr alle diesen Satz hier. Setzen Sie sich mal schon hin, ich sag Bescheid. Muffi, Muffi! Ach, kommen Sie mal mit den Gartenmehlmann. Muffi, Muffi! Und auch wegen Beleidigung. Muffi, Muffi! 3 Tage. Muffi, Muffi! Ja. Augenblick! Muffi, Muffi! Mehlmann, Ja. dann verklagen Sie den Schuster gleich mit. Muffi, Muffi! Oh, helfen Sie mir doch, Mehlmann. Machen wir, machen wir! Du musst gar nichts, was heißt? Mukwi, Mukwi. Heißt, habt ihr im Ausschnitt schon auf Hochdeutsch gehört, machen wir, machen wir. Also mugt wie. Wie mugt, Einheitsplural auf T, wir machen. Von moken oder morken, Plattdeutsch für machen. Daran können wir gleich 3 verschiedene Sachen lernen. Das erste ist, haben wir gerade schon alle gelernt, der Plural auf T. Wie mugt, wir machen. Zweites Thema ist, im Standard nordniedersächsischen Plattdeutsch, Medienplatt, Bühnenplatt, sagen wir normalerweise wie morgt. Das lange A ist im Plattdeutschen ein O, wie auch im Englischen Water oder im Dänischen Aarhus und sowas, ne? Morgt. Der Hamburger und der Holsteiner, die dunkeln dieses O aber noch deutlich mehr ein, richtig hin zu moken. Also, wir haben gelernt, der Hamburger und der Holsteiner sagen gerne auch statt morgt wie, mogt wie. Und drittes Thema daran, der Hamburger, der macht die Ts nicht so gerne leiden, die vernuschelt er gerne. Ich nuschel auch direkt bei dem Thema. Und zwar sagen wir dann mug wie. Mug wie, mug wie. Da gibt es den schönen Satz zu Licht und Luft gibt Saft und Kraft. Licht und Luft gibt Saft und Kraft. Der Hamburger mag die Ts am Ende nicht so gerne. Dieser Einheitsplural auf T, wie mogt, wie secht, wie dot, der ist richtig plattdeutsch, niederdeutsch. Im Hochdeutschen haben wir das N, wir machen, wir tun, wir gehen, wir sagen. Ja? Aber in manchen Gegenden ist das Plattdeutsche erst später hingekommen. Wir sprechen da von Kolonialdialekten, weil das Plattdeutsche das sozusagen kolonialisiert hat. Also zum Beispiel in Ostfriesland haben die früher Friesisch gesprochen. Und erst seit ein paar Jahrhunderten sprechen die da Plattdeutsch. Das ist später erst dahin gekommen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern haben die früher zum Beispiel unter anderem Slawisch gesprochen. Da ist das Niederdeutsche erst im Mittelalter hingekommen. Und oben in Schleswig haben die zum Teil auch Friesisch und Dänisch gesprochen. Auch da ist das Plattdeutsche erst eingewandert. Darum ist das Plattdeutsche da so ein bisschen neuer und stärker Hochdeutsch geprägt. Darum haben die ein Plural auf EN. Die sagen also nicht wie secht, sondern wie seggen. Seggen Sie mal. Ja? Da kommt das her. Außerdem früher in Hamburg, die Hamburger haben teilweise auch gesagt, seggen Sie mal, weil die Hamburger im Alltag so viel Hochdeutsch haben, in so einer großen Stadt mit so viel Zugereisten, dass Plattdeutsch und Hochdeutsch im Alltag sich viel mischen. Plattdeutsch, Missingsch, Hochdeutsch mit plattdeutschem Akzent, all das mischt sich im Alltag und dann kommt sowas bei raus. Aber wir halten uns hier an die schönen, richtig plattdeutschen Formen, die noch nicht so verhochdeutscht sind. Und letzter Nachtrag sprachlicher Natur. Ihr habt auch mitbekommen, seggen, sagen, ich secht, du sechst, he secht, wie secht. Das G, das auslautende G, ja, das G nach dem Vokal, das wird im Plattdeutschen immer ein CH. Also Hamburg, kennt ihr nicht, Hamburg. Ne? Der Berg, de Bach. Der Zwerg, de Dwach. Die Burg, de Borch. Hamburg auf Plattdeutsch, Hamborch. Hamburg ist eher so norddeutscher Slang oder sowas. Und eben auch der Tag, de Dach. Und sagen, ich sage, ich sech. Ich sag mal, sag mal. Kurzer Einwurf außerdem. Welches Platt ist das hier eigentlich? Was denn für Regeln? Platt ist doch überall unterschiedlich. Wie kann das denn da so einheitliche Regeln geben? Und außerdem, meine Oma hat das ganz anders gesagt. Ja, alles richtig. Wir halten uns hier, haben wir auch schon ein paar Mal erklärt, an das nordniedersächsische Platt. Ja, also eine Art Ausgleichsform, auf die sich möglichst viele einigen können. Das heißt, wenn es bei euch zu Hause ein bisschen anders ist, völlig in Ordnung, ist es bestimmt hier oder da, aber das ist so der Durchschnitt, sage ich mal. Also wenn ihr andere Formen kennt, schreibt das gerne in die Kommentare oder fragt danach. Wir freuen uns und wenn es da Unstimmigkeiten gibt, einfach reinrufen sozusagen, beantworten wir gerne. Genug Sprachwissenschaft und Grammatik, dann kommen wir jetzt auch schon wieder zu euren Fragen.
Erstmal ein Nachtrag zum vorletzten Mal. Da hatten wir unter anderem das Wort Schandudel, nicht? Also Quatsch machen, Uchir Schandudel hast du das gemacht, aus reinem Schandudel hast du das gemacht. Außerdem als Ausdruck für den Bullen, für den Polizisten, den Udel. Und auch noch Schandudel, die Schnute, der Kopf kriegt gleich mal einen Schandudelkasten. Ne? Und da hat noch jemand im Internet gesagt, da steckt natürlich auch noch das Wort Gendarm drin, Gendarm für den Polizisten. Natürlich steckt das da drin, habe ich wirklich vergessen zu erwähnen. Gut, dass Sie das nochmal gesagt haben. Also, dass das Wort auch Schandudel, Gendarm, das steckt natürlich mit drin. Nicht von ungefähr heißt das deshalb auch Polizist. Also plattdeutsche Sprache mal wieder 3- oder sogar 4-fach hintersinnig, diese Wortschöpfung. Dann hat einer noch gefragt, wir hatten ja Handuhl, die Handeule für den Handfeger. Und da gibt es ja noch andere schöne plattdeutsche Ausdrücke für Putzutensilien. Unter anderem der Feudel für den Lappen. Ne, warum heißt das Feudel? Feudel vermutet man. Vieles davon ist Vermutung, das merkt ihr schon. Ne? Feudel kommt vermutlich aus dem Französischen von faille. Und das ist ein Mantel, so ein grober Stoff. Also ein Feudel ist einfach so ein grobes Stück Stoff, so ein Putzlumpen, sagen wir auch. Das ist der Feudel. Dann das plattdeutsche Wort für den Schrubber, der Leuwagen. Wo kommt das denn bitte wieder her? Auch da gibt es Theorien, nicht? Also wir nähern uns dem an. Leu kommt höchstwahrscheinlich aus dem Niederländischen. Leu heißt faul, träge. Und Wagen hat man lange überlegt, weil man mit dem Pferd, weil man den schiebt oder so. Man vermutet jetzt, es kommt aus dem Niederdeutschen, aus dem Mittelalter von dwagen, in der Bedeutung von waschen. Also faul waschen. Man ist zu faul, um den Boden mit dem Lappen selber zu wischen, also nutzt man diesen Schrubber. Der erleichtert einem dieses mühselige Waschen, Putzen. Also ist es ein Putzutensil für faule Leute. Ein erleichterndes Utensil. Der Leuwagen. Und außerdem die Handeule, der Feudel und der Leuwagen, die werden häufig wo aufbewahrt? Im Kabäuschen. Ja? Kabäuschen kommt auch von einem niederdeutschen Wort, Kabus oder Kabuse. Das ist einfach so ein kleiner, niedriger Verschlag, so ein kleiner Raum. Steckt auch drin im Kombüse oder auch Kabüse auf dem Schiff, die Schiffsküche oder die Schiffsvorratskammer. Und Kabäuschen kommt auch davon. Und letztes Wort für heute, denn das wird wieder ein bisschen ausführlicher, aber es ist ein besonders schönes Wort. Slagamaschu. Wer kennt alles Slagamaschu? Slagamaschu auf Plattdeutsch ist die Schlagsahne. Aber das wäre zu einfach. Was steckt da drin? Slack, Schlack oder Schlacker, das ist Matsch, Schlamm. Aber auch wabbelige Speisen. Alles so ein Kram halt. Alles, was so macht, das ist Schlack, Schlacker. Schlick ist auch damit verwandt. Schlackern ist dann auch so das, was das macht. Und auch du schlackerst mit den Ohren und so wabbelig und auch Menschen, die so schwanken. Das ist alles auch so schlaggerig. Ne? Und das ist also Schlacker. Dann steckt das Wort drin Jus. Jus kommt aus dem französischen Jus, der Saft. Jus de Pomme, der Apfelsaft. Ja? Und Jus ist ins Plattdeutsche eingegangen für den Saft, den Bratensaft zum Beispiel. Kennen manche noch vom Fleischer, vom Schlachter, dieses gelierte, diesen Bratensaft, nennt man auch den Jus, das Jus. Und das steckt auch wieder drin. Also Slackermaschü ist dann auch so schlackeriger, matschiger Saft. Ja? Und damit sind dann, es kann auch Matsch bedeuten, es kann im Allgemeinen wabbelige Speisen, Pudding, all sowas bedeuten, aber eben auch Schlagsahne. Und heute, vor allem hier in Hamburg und Umgebung, verstehen wir wirklich hauptsächlich darunter Schlagsahne. Also Erdbeerkuchen mit Slaganaschü. Erdbeerkuchen mit Schlagsahne. Aber hier, Slaganaschü ist wieder so ein bisschen scherzhafter Ausdruck, ähnlich wie Ackersnacker und Hulbessen und sowas alles. Das normale Wort für Schlagsahne auf Plattdeutsch ist einfach Slagrahm, Schlagrahm. Also Plattdeutsch kann auch normal, auch wenn wir diese lustigen, niedlichen Ausdrücke haben, völlig okay Slaganaschü zu sagen. Super Wort, finde ich klasse. Aber es ist nicht so, dass Schlagsahne auf Plattdeutsch Slaganaschü heißt. Es heißt Slagrahm. Slaganaschü ist ein nettes, lustiges plattdeutsches Wort dafür. Dann kommen wir jetzt noch zum Fundstück des Tages. Diesmal haben wir ein Bild bekommen aus Westfalen. Wir haben in den letzten Folgen auch über die verschiedenen plattdeutschen Dialekte, die Dialekte der plattdeutschen Sprache, gesprochen, wo auch Westfälisch dazu gehört. Das heißt, das ist ein bisschen anderes Platt, als wir es hier behandeln, aber ist ja umso spannender. Da steht: Ich kann kein Westfälisch. Ich lese es irgendwie so vor, wie ich glaube, dass es da steht. Also die Westfalen dürfen sich gerne melden und mir sagen, wie es richtig ausgesprochen wird. Denkt es trück, es wie wür'n blagen, etwas ne schöne Tiet. Das heißt dann sowas wie, denkt mal zurück, als wir noch Kinder waren, es war eine schöne Zeit. Ja,
Also es ist anders, merkt man schon, aber auch wieder nicht so anders. Übrigens, die Unterschiede zwischen den Dialekten der plattdeutschen Sprache untereinander sind viel kleiner als die Unterschiede der Dialekte der hochdeutschen Sprache. Die hochdeutschen Dialekte sind viel unterschiedlicher als die plattdeutschen Dialekte. Also man erkennt eigentlich viel stärker hier im Plattdeutschen die Gemeinsamkeit zwischen den Dialekten und sieht umso mehr, dass es wirklich eine eigene Sprache ist. Das sollte man als Plattdeutscher nicht immer nur so auf die Unterschiede zwischen den plattdeutschen Dialekten schauen, sondern mehr so auf das, was wir eigentlich gemeinsam haben. Ne? Das wäre wieder mit der 6. Folge von Platt2Go, unsers Lütte Plattschule. Wie seht uns wieder Tokum Dienstag für die 7. Folge. Und ja, schickt uns wieder jo Fragen und Fundstücken. Und dann bleibt ich nichts wieder zu singen. Ich sag Tschüssing, mit Anamol und gut fruchtig.